Ich kann es nur immer wieder sagen, aber guckt euch diese Reflexion an. Das ist direkt am Bahnhof, Alter. Das ist so schön. Ich finde es richtig nice, wie er das appreciated. Wie schön Zürich ist. Das wärmt mein Herz. Celtics, vielen Dank. Celtics war in der teuersten Stadt Europas und wie kann das anders sein, ist die teuerste Stadt von Europa, Zürich in der Schweiz. Da bin ich mal gespannt, wie billig das wird, weil teuer kann es nicht werden. Wer in meinem Video über die bulgarische Hauptstadt Sofia gut aufgepasst hat, der weiß, in der Schweiz zu leben ist aufgrund der starken Wirtschaft des Landes teuer. Nee, Digga. Ziemlich teuer. So teuer, dass viele Schweizer regelmäßig über die Grenze fahren, um in Deutschland einkaufen zu gehen. Ja, okay, ja, das machen schon Schweizer, aber das machen eigentlich viele Leute aus der Grenzregion. So, die Schweizer hätten schon das Geld in der Schweiz einzukaufen, aber es gibt so Leute, die gehen nach Deutschland, aber ist eigentlich nicht so geil. Also meine Eltern machen es nicht und ich persönlich finde es auch nicht so geil. Migros und Coop, das ist es. Geht bei mir aber heute nicht. Ich werde in Zürich, der größten Stadt der Schweiz und der teuersten Der hässlichsten Stadt der Schweiz. Stadt Europas, leben und bin gespannt, inwiefern sich mein Geldbeutel darüber beschweren wird. Let's go! Die Videos von Celtics sind insane gut geschnitten immer. Falls ihr meine Videos feiert, abonniert super gerne diesen Kanal. Mein Ziel bis 2022 sind die 250.000 Abonnenten. Checkt auch meinen zweiten Kanal ab, da kommen jeden Tag Videos. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Video. Über Heidelberg. Karlsruhe. Oh, Karlsruhe auch ein sehr, sehr hässlicher Bahnhof. Ja, Chat, ich habe schon kommentiert. Ich habe das Video noch nicht gesehen, aber ich habe schon kommentiert. Weiß nicht, was daran teuer war. Aber ich habe das Video noch nicht gesehen. Oh, Zürich Bahnhof, da sehe ich mich. Zürich Bahnhof ist der komplizierteste Bahnhof der Schweiz. Wow, allein schon der Bahnhof sieht reicher aus als Deutschland. Ja, aber er ist auch neu. Nicht jeder Bahnhof in der Schweiz ist so. Aber der Zürcher Bahnhof ist schon schön, ja. Alter, was? Hier ist alles clean. Im Bahnhof sieht es aus wie am Flughafen. Krass. Das ist schon mal das Erste, was auffällt. Da fühlt sich mein Herz, mein Schweizer Herz gut, wenn ein Deutscher in die Schweiz kommt und solche Sachen sagt. Kennt ihr das? Ist gerade was passiert und zwar habe ich schon mal meine ersten 50 Eus verloren. War natürlich klar, dass mit Tollpatsch sowas passieren musste. Ich habe mich darüber nachgedacht, dass Schweiz nicht zur EU gehört. Heißt, ich habe auch kein Datenvolumen dort und ich habe mein Datenvolumen, während wir über die Grenze gefahren sind, angelassen. Wir sind gerade in Basel angekommen, eine Sekunde später direkt. Basel wahrscheinlich. 50 Ah, doch. Ja, er ist ja über Basel gefahren. Rechnung, bevor ich das überhaupt ausschalten konnte. Und jetzt habe ich auch kein Datenvolumen. Das heißt, ich muss mich hier erstmal ohne Internet orientieren. Und das ist sehr schwer als abgehobenes Stadtkind. Aber ich schaffe das schon. Jetzt erstmal zum Hotel. Hey Freunde, ich habe es gerade erst gecheckt. Ich befinde mich hier gerade noch am Bahnhof. Und der Bahnhof ist auch gleichzeitig ein Einkaufszentrum. Junge, das ist so krank. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Ja, aber so krass ist der Bahnhof jetzt auch nicht, Chat. Aber es macht sich gut fürs Video. Oha, Mashallah. Hey, no joke, ich habe das echt selten, aber ich enjoy gerade wirklich jede Sekunde hier zu laufen. Es fühlt sich irgendwie so, es fühlt sich wirklich reich an, es fühlt sich schön an, es fühlt sich sauber an. Es fühlt sich an wie in der Schweiz. Alle Häuser sind perfekt. Ist, keine Ahnung, schwer zu beschreiben, aber ich habe lange nicht mehr... Ich bin natürlich gespannt, wie die Hotelpreise sind. Wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern, in Sofia hat eine Hotelnacht in einem 5-Sterne-Hotel mitten im Zentrum 50 Euro die Nacht gekostet. Wir machen das gleich in Zürich, da wollen wir natürlich auch sehr zentral wohnen. Wenn wir hier auf niedrigste Preise gehen, dann sehen wir hier schon, es fängt schon bei 39 Euro an bei einem Bett im Frauenschlafsaal. Ab 101 Euro. Pop-Up-Hotel Krone Zürich. Sehr zentral gelegen, sieht auf jeden Fall... Da bekommt man safe kein Hotel unter 100 Euro, das einigermaßen gut ist. Ich denke, das wird unsere Bleibe für 101 Euro. Krass, und es gibt wirklich nichts Billigeres. Boah, wenn du richtig im Zentrum sein willst, 250 Meter, dann kostet schon eine Nacht 175 Euro. Junge, das sind geisteskranke Preise. Doppelt so teuer als in Sofia. Und nicht mein eigenes Bad. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir buchen. Pop-Up Krone Hotel Zürich. Das ist aber kein 5-Sterne-Hotel, ne? Ja, kann man machen. Also die Rezeption war auf jeden Fall sehr Digga, was ist das für ein Hotel? Oh mein Gott. sehr entspannt. War richtig gechillt drauf. 90 Euro ist zwar ein kompletter Stand. Das ist schon krass. So ein Zimmer für 100 Franken, Digga. Holy shit, what the fuck. Weil dieses Zimmer ist faktisch und objektiv gesehen, da muss man nicht mal eine Meinung haben. Das ist einfach hässlich, Digga. Zimmer, gibt nichts Besonderes. Das zeige ich euch gleich mal genauer. Aber direkt zentral, ne? Also, ich kenne Betten, ich habe es noch nicht gesehen. Die Ist es zentral? Phänomenal. Okay, doch, ist wirklich zentral, ja.
Ja, okay. Ja, trotzdem schön, ne? Also ihr habt eigentlich schon alles vom Raum gesehen. Hier ist ein Kleiderständer, Licht. Perfekt. Dann haben wir ein sehr, sehr großes Bett. Passt auf jeden Fall. Mit einem Schreibtisch, Waschbecken. So, und wenn ich pinkeln muss, geht's. Ah, ne. Hier ist eine Dusche. So, und wo kann ich pissen gehen? Ah, hier. Hier kann ich dann pinkeln gehen. Tatsächlich konnte ich in diesem Hostel semi-gut schlafen. In der ersten Nacht waren um 7 Uhr morgens irgendwelche Bohrarbeiten. In der zweiten Nacht war irgendwie eine Party, habe ich das Gefühl, so laut war das. War auf jeden Fall ein bisschen kritisch. Was jetzt wahrscheinlich die meisten von euch interessiert, wie schmeckt das Essen in Zürich und wie teuer Zürich. ist es wirklich? Ich habe Zürich. extra noch nichts gegessen und ich habe mies Hunger. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zum mit Abstand besten Döner in Zürich. Also laut Google-Bewertungen und... Ist es dieser... in Zürich gibt es diesen Döner mit Wagyu. Mit Wagyu-Beef. Internetseiten und sowas. Ist ein bisschen mehr außerhalb, also nicht direkt hier in der Stadt. Deswegen können wir auch mal direkt gucken, wie viel ein Straßenbahnticket kostet. Tatsächlich sind die Preise für öffentliche Verkehrsmittel gar nicht mal so teuer. Ich habe mir direkt ein 24-Stunden-Ticket gezogen und es hat 8,80 Franken gekostet. Okay, wir sind da und das sieht nicht aus wie eine normale Dönerbude, Freunde. Es sieht aus wie ein 5-Sterne-Restaurant. Ich glaube, das ist diese Dönerbude mit dem Wagyu-Beef, weil Evanio war auch da und es hat genauso ausgesehen. Ich muss den probieren. Ich muss unbedingt ein Video machen über diesen Wagyu-Beef-Döner, Digga. 100 Franken für einen Döner. Ich hätte gerne einen klassischen Fladenbrot. Ja. Oh, Chat hier hinten, guckt hier. Süchard Express. Das ist die beste Schweizer heiße Schokolade. Süchard Express, ich sag's euch, besser als Ofenmaltine und besser als... Genau. 26 Franken, bitte. Du hast hier diesen Code, du kannst dich jetzt irgendwo Kautina, genau, Kautina. hinsetzen und du siehst es auf dem Bildschirm. Ja. Wenn der Code auftaucht, dann kannst du es dir holen Er redet einfach ganz genau so, wie man sich einen Schweizer vorstellt, der Hochdeutsch redet. gehen. Aber das ist Okay, perfekt. Dankeschön. Dann kannst du hochgehen. Maschallah, der ist aber schon schön. Aber da bekommt man gar nicht diese Döner-Vibes. Wenn ich einen Döner esse, dann muss trashy sein. Das ist genau gleich wie ein McDonald's, das fancy ist. Ein McDonald's und ein Döner, das muss abgefuckt sein, sonst schmeckt es nicht gleich. Okay, wir haben hier nicht das typische Dönerbrot wie in Deutschland, sondern halt eher so dürremäßig. Das Brot hier ist knusprig. Das Fleisch ist auf jeden Fall Standard. Hier ist nichts Besonderes, es ist nicht irgendwie knusprig oder so. Salat ist frisch, Zwiebeln sind frisch, Soße Aber ich hätte jetzt Bock auf einen Döner, Digga, holy shit. ist sehr, sehr lecker, sehr, sehr intensiv. All in all ein sehr solider Döner. Ja, man muss die Cola aus der Dose trinken und selber aus dem Kühlschrank holen. Das ist ein Fact. Im Dönerladen muss man das Getränk selber aus dem Kühlschrank holen, sonst ist es ein schlechter Dönerladen. Wenn man das so nennen kann. Ja, aber der Preis stört mich halt, ne? Wie gesagt, die Rezensionen waren sehr, sehr gut, aber es war jetzt wirklich nicht der beste Döner, den ich je gegessen habe, so. Es tut mir leid an alle Schweizer Freunde da draußen. Mir haben auch viele auf Instagram geschrieben, dass ich genau in dieses Restaurant gehen soll, weil es sehr lecker ist. Es ist auch lecker gewesen, aber es war nicht so Bombe, wisst ihr? Ich muss aber sagen, die Bedienung und die Location waren eine 10 von 10. Es war geisteskrank, wie schön der Laden war und modern eingerichtet und so. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Natürlich habe ich mich auch für euch geopfert und mich gefragt, wie das richtige Fastfood in Zürich schmeckt. Ey, vor 2-3 Stunden, es ist gerade mal 21 Uhr, war es hier noch übelst voll. Und jetzt ist gerade gar nichts los. Es ist zwar Montag, aber... Ist halt die Schweiz, da ist nichts mehr los. Außer am Freitag und Samstag, aber durch die Woche ist schon eher chill in den Städten. Die Stadt ist wie tot. Einfach leer alles. Guck mal, ich bin gefühlt der Einzige hier. Ja, mal gucken, ob ich noch was zu essen finde. Oh, guck mal, wie schön, Alter. Junge, ich komme nicht klar, diese Gebäude, Mann. Warum sind die jetzt... Aber in diesem Video sieht Zürich actually viel schöner aus als in echt, habe ich das Gefühl. Er hat nur das gezeigt, was schön ist. alles so krank aus, Leute. No joke. Boah. Eigentlich wollte ich Real Rap in diesem Video McDonald's nicht testen, aber viele Zuschauer haben sich das mal gewünscht, um zu gucken, erstens, ob das halt anders ist und zweitens, ob es teurer ist. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, wer hätte es gedacht, McDonald's ist in Zürich teurer. Was ich auf jeden Fall schon mal gemerkt habe, hier in Zürich gibt es auf jeden Fall viel weniger Auswahl als in Deutschland. Wir zahlen hier 12... Ja, das ist krass. In der Schweiz ist McDonald's hat safe die Hälfte der Sachen von Deutschland, I guess. Aber das ist bei allen Fastfood-Ketten in der Schweiz so. In der Schweiz gibt es gerade so die minimale Auswahl und nicht mehr. 11,50 Franken für ein 6er Chicken Nuggets Menü. Ich habe direkt mal nachgeguckt, in Deutschland kostet der Spaß 7,39 Euro. Cheeseburger genauso, kostet hier 2,70 Franken. 2,70 Franken. Subway, Chat. Ja, Subway ist sehr schlimm. Und Subway ist so teuer in der Schweiz. Für dieses kleine Penis-Ding. In Deutschland kostet der momentan 1,89, was ich auch nicht gedacht habe. Ich sterbe. Cheeseburger noch 1 Euro gekostet hat. Und noch eine Apfeltasche habe ich für 2 Franken. Kostet in Deutschland 1,50, also alles teurer. Geht noch, sage ich jetzt mal. Insgesamt habe ich genau 20
20 Franken gezahlt. Ist zum Glück nicht doppelt, dreifach, vierfach teuer. Ist halt McDonald's, ne? Können die, glaube ich, auch nicht bringen. Aber wir machen jetzt mal kurz den Speed-Geschmackstest. Cheeseburger, for real, glaube ich, kleiner. Das ist meine Hand. Ja, safe, Alter. Schmeckt 1:1 gleich. Pommes schmeckt 1:1 gleich. Nuggets schmeckt 1:1 gleich. Braucht man nicht viel drüber zu reden. Man zahlt mehr. Standard in der Schweiz. Wir gehen zur nächsten Food Location. Ich habe hier gerade dieses schöne kleine Café entdeckt. Green Gorilla. Drin sieht es, glaube ich, richtig schön aus. Ich zeige es euch gleich mal. Ich denke, hier bekommt man ein gutes Frühstück. Deswegen gucken wir mal. So, danke dir, enjoy. Sie hat einfach Danke dir gesagt. Das habe ich in Deutschland noch nie so gehört. Danke dir. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Zufall war, aber jede Person, die ich da getroffen habe und mit der ich geredet habe, war so zuvorkommend und nett. Das ist unglaublich. Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich fand das Konzept und das Café an sich so nice, dass ich mir direkt für 8 Franken noch ein Smoothie geholt habe. Support war auf jeden Fall da. Von außen habe ich dann noch einen richtig coolen Bubble Tea Laden gesehen. Musste ich natürlich unbedingt Oh nee, Bubble Tea. Bubble Tea ist so überbewertet. probieren. Schmecken, ne? Dankeschön. Ciao. 8 Franken für eine kleine Portion Bubble Tea. Also schon mal doppelt so teuer als in Deutschland. Aber ich hoffe, ich stehe nicht in der Sonne. Schmeckt aber gut. Okay, schmeckt genauso wie in Deutschland. Nicht schlecht. Aber die Location mal wieder 10 von 10. Als letztes auf meiner Foodliste stand noch das typisch traditionelle Schweizer Essen. Ich stehe hier gerade genau vor dem Zeughaus. In genau diesem Restaurant war Evanio, Digga. What the fuck? Hä? Der hat safe Evanio angerufen. Digga, wo warst du essen, Bro? Keller, das soll das traditionelle Ich war das sogar. Ich habe da mit Evanio zusammen gegessen. Schweizer Restaurant sein. Sieht auf jeden Fall teuer aus, aber ist auf jeden Fall sehr gut besucht. Wir sind gerade mitten in der Golden Hour. Ich gehe mal 3 Meter exakt nach vorne und zeige euch mal, wie es gerade hier ausschaut. Das ist wirklich magisch. Wow, Zürich Paradeplatz. Ey, das ist doch wirklich geisteskrank. Ja, das sieht schon geil aus. So schön. Das Essen hier erinnert mich auf jeden Fall an so deutsches Essen, so Hausbrauerei mäßig. Hausspezialitäten, Kalbsleber, Wiener Schnitzel. Sehr interessant. Kann ich das Kalbsgeschnetzelte haben? Züricher Art mit Rösti? Sehr schöne Location hier auf jeden Fall. Ey, wenn deutsche Leute Rösti sagen. Rösti? Rösti. Rösti. Alles sehr traditionell eingerichtet. Boah, das sieht aber geil aus. Holy shit. Das hier, schön knusprig angebraten. Und dann rechts dieses Sauce. No Ketchup, just Sauce. Sehr geil. Fühle ich. Boah. Imagine das jetzt reinballern. Das ist so eine richtig leckere, cremige Pilzrahmsoße mit richtig zartem Fleisch. Aber Pilzrahmsoße allgemein Goat. G-O-A-T. Und dann noch der Kartoffelpuffer, dem alle Stücke auseinanderfällt. Traum. Oh, sowas isst man gerne. Ich stehe richtig auf deutsches Essen. Modo. So lecker. 40 Franken. 40 Franken. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Essen hat 40 Franken gekostet. Lass ich mal so. 40 Franken, ich weiß nicht, das klingt jetzt vielleicht abgehoben für deutsche Leute, aber 40 Franken ist in der Schweiz wirklich nicht unnormal. Oder so die teuersten Gerichte in den meisten Restaurants kosten schon so 40 Franken, I guess. So, man kann für 20 Franken essen, aber mit Trinken, Vorspeise und Hauptspeise kommt man easy mal auf 60, 70 Franken. So stehen. Wie sieht es in Zürich mit Kunst und Kultur aus? Alter, wie mächtig das aussieht. Sieht gar nicht real aus. Ich stehe jetzt hier vor dem Kunsthaus. Das soll ein richtig krasses Kunstmuseum sein. Mal gucken, wie viel es kostet. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und ich habe schon viel darüber gehört. Nee, Chat, in einem traditionellen Schweizer Restaurant ist es immer so teuer, I guess. Habe ich das Gefühl. Das hier ist for real kein Museum mehr. Das ist ein Palast. Noch nie so ein krankes Museum gesehen. Das ist geil. Ein bisschen alt, muss ich sagen, weil früher habe ich gedacht, so, oh, Museen sind so langweilig und so scheiße und jetzt mittlerweile, ich bin alt geworden. Einfach die Architektur, es ist einfach nur krank, was in der Schweiz abgeht, no joke. Ich bin so fasziniert die ganze Zeit schon. Da muss ich echt mal sagen, so die 23 oder 24, keine Ahnung, Franken haben sich auf jeden Fall gelohnt. Hier muss man mal hingegangen sein, wenn man sich für Kunst und Geschichte interessiert. Ich glaube, ihr konntet jetzt mittlerweile raushören, ich finde Zürich einfach nur krank. Viele Leute haben mir auch geschrieben, dass ich die Langstraße besuchen soll. Oh nee, die Langstraße, Digga. Rein da. Diese Straße soll etwas anders sein als die anderen.
For real, die erste Straße, die ich gesehen habe, Die nicht so sauber ist. ist auch eine Straße voller... Die Langstraße ist in Zürich die räudigste Straße, die es gibt. Aber ich glaube auch die lustigste Straße, die es gibt. Da trifft man Menschen, das hast du noch nie gesehen. Und vielleicht mit so ein bisschen Glück wirst du auch abgestochen. Also hier geht wahrscheinlich am Wochenende die Post ab. Und hier laufen auch ziemlich viele Prostituierte rum. Ich traue mich echt nicht, meine Kamera rauszuholen. Voll krass, irgendwie so mittendrin eine einzige Straße gefühlt, wo alles anders ist als sonst. Da standen überall Prostituierte, da war es Assi. Ich habe eben in den News gesehen, gestern gab es anscheinend eine Schießerei genau da. Ja, krass, genau. Ja, normaler Montagmorgen an der Langstraße. Krass nebendran. Sieht so aus. Edel und perfekt. Natürlich wollte ich mir noch angucken, wie es im Alltagsleben ausschaut. Zum Beispiel, wenn man einkaufen geht. Mir ist by the way aufgefallen, dass es hier in Zürich nur Migros und Coop. Das sind irgendwie beide Migros und Coop. Es heißt Migro und Coop. Aber kann er nicht wissen. einzigen Supermärkte, die ich gesehen habe. Coop gibt es so oft, hier auch so Coop to go. Ich glaube, das ist so das schweißerische Coop. Rewe. Ey, ich kann es nur immer wieder sagen, aber guckt euch diese Reflexion an. Das ist direkt am Bahnhof. Alter, das ist so schön. Aber wir gucken jetzt erstmal die Supermärkte. Ich finde es richtig nice, wie er das appreciated. Wie schön Zürich ist. Das wärmt mein Herz. Celtics. Vielen Dank. Ich wohne nicht mal in Zürich, ich wohne in Basel, aber irgendwie finde ich es nice. Preise an. Mal gucken, ob wir da auch durchgenommen werden. In der Schweiz gibt es einfach auch Brattee. Wo bleibt Suchti? 2,50 Euro. Junge, wie krank. Hier gibt es einfach so mittendrin so Pommes an der Theke, Frühlingsrollen, Rösti, Pommes für 3 Euro. Also ich muss sagen, hier die Getränkpreise gehen auf jeden Fall noch fit. 1,65 Franken, hier Nessi für 1,10. Ich glaube minimal teurer. By the way, natürlich gibt es ja auch wie in jedem anderen Laden auch in der Schweiz kostenloses Oha, das wusste ich gar nicht. Aber wer braucht in der Schweiz schon WLAN? WLAN. Das ist natürlich selbstverständlich hier, selbst im Supermarkt. Also Erstmal aus dem Supermarkt streamen, Digga. Lebensmittel sind hier auf jeden Fall teurer. Guck mal, hier so Fertiggerichte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde die Einkaufsläden in Deutschland besser. Also ich finde Rewe viel besser als Migros. Ich dachte immer, dass Rewe so ein Trashladen ist, aber ich war dann mal irgendwo in Stuttgart, glaube ich, in einem Rewe und es war richtig geil, so mit einem Salatbuffet im Rewe drin. Allgemein so die Fertigprodukte, die gewärmten Produkte fand ich viel geiler. Also ich finde, das ist in der Schweiz gut und klein, aber im Rewe ist es schon noch mal geiler. 6, 7 Franken. Käse hier zum Beispiel auch. Boah, Leerdammer. Fleisch ist teuer. Außer hier das billigste Supermarktfleisch, das kostet hier 2,20 Franken. Also manche Sachen sind auf jeden Fall gar nicht so viel teurer als in Deutschland. Aber manche dann auch, keine Ahnung, 3-, 4 Mal so viel. Hier würde ich nicht gern jede Woche einkaufen gehen, bin ich ehrlich zu euch. Ich stehe hier gerade vor einem Friseurladen. Da würde ich nicht jede Woche einkaufen gehen. Jeder Schweizer kauft jede Woche im Kobo oder Migros ein. Herren 36 Franken für einmal Seiten frisch machen. Liebe Freunde, wir befinden uns gerade direkt auf der Bahnhofsstraße. Das ist eine riesige Einkaufsstraße direkt am Bahnhof. Wer hätte es gedacht? Hier sind alle Geschäfte gefüllt, Luxusgeschäfte. Heißt, wenn ihr zu viel Geld habt und mal in Zürich seid, hier ist die perfekte Straße. Wow, wow, wow. Wow. Wenn man sich fragt, woher die beste Schokolade der Welt kommt, dann kann man das auf jeden Fall mit der Schweiz beantworten. Selbstverständlich habe ich das auch für euch getestet. Freunde, ich bin gerade auf dem Lindenhof und Ich sage euch ganz ehrlich, diese ganzen Luxus-Schokoladenmarken, Läderach, Sprüngle, glaube ich, oder so, ich finde die gar nicht so geil. Das Beste einfach Migros, Milchschokolade, 4 Stück zum halben Preis. Immer die beste Schokolade. hier hat eine richtig geile Aussicht auf Overrated, Zürich, ja. Obwohl es gar nicht mal so hoch ist. Hier trifft man sich im Park, hier spielen ganz viele Leute so Schach. Das ist wirklich so eine geile Atmosphäre und wirklich so schön irgendwie zu sehen. Die Leute sind fröhlich, glücklich drauf. Hier connectet man die ganze Zeit miteinander, redet mit Fremden, als wären es Freunde. Boah, das ist ein geiler Shot. 11 Franken hat uns der ganze Spaß gekostet, 5,50 Franken pro Tafel. Ich habe einmal hier Milchschokolade und einmal Vanille. Mal gucken, das sind 64 Gramm, also richtig wenig. Guck mal hier, noch so eingepackt. Oh, die riecht schon so intensiv. Ja, es ist richtig süß, wie er alles feiert. Boah, geisteskrank. Oh, das ist so ein Genuss. Boah, von so einer Schokolade Nice Bild, Bro. isst man aber nicht viel, sondern so ein ganz kleiner Snack für zwischendurch und mit vollem Genuss. Das ist geisteskrank. Weiße Schokolade, mein persönlicher Favorit. Oh, Oh nee, weiße Schokolade, Dance Game, noch nie. Ich habe das noch nie gemocht. Sagen wir das so auf Hochdeutsch? Ich habe es noch nie gemocht, finde ich nicht so geil. Braune Schokolade, beste Schokolade. Also wirklich, je länger man kaut, je länger man es im Mund hat, desto
Boah, wie kann Schokolade so Schokolade schmecken, Alter? Ich bin begeistert. Er ist so jemand, der in die Schweiz einwandert. Ich schwör, in einem Jahr kommt ein Video von Celtics, ich wandere aus. Von Schweizer Schokolade. Ich glaube, ich kaufe mir noch mehr. Ich habe Real Rap keine einzige Negativerfahrung gemacht. Die Leute sind da extrem nett, fröhlich, zuvorkommend. Nett in Zürich? Ich sag mal so... Nee, Digga. Man merkt wirklich an jeder Ecke, dass es den Schweizern übelst gut geht, sei es wirtschaftlich gesehen oder einfach von der Laune her. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, falls ihr aus der Schweiz kommt und mehr wisst. Das war's mit dem Video. Wenn ihr meine Videos feiert, dann abonniert super gerne den Kanal. Road to 250.000 Abonnenten. Haut rein, Leute, und ciao. Geiles Video, sehr, sehr geiles Video. Ich kann gar nicht groß was dazu sagen. I guess, das ist halt immer so dieser Effekt, wenn man in die Ferien geht, Chat. Man findet halt immer die Leute extrem sympathisch. Ich gehe auch nach Österreich und denke mir so, oh, alle sind so sympathisch. Aber in den Ferien sind immer alle Leute sympathischer. Deshalb in Zürich die Leute bisschen arrogant. Zürcher, fickt euch, Basel ist besser. War ein geiles Video. Celtics, falls du Geld brauchst, melde dich einfach bei mir.